Hey Jungs, was läuft? Wie geht's? Wie steht's? Ja, ziemlich schnell das neue Video rausgekommen, weil überraschenderweise ist ein paar Sachen sind schon heute gekommen. Eigentlich habe ich erst am Freitag etwas erwartet. Und es könnte sein, dass vielleicht die Woche nochmal ein Video kommt, weil es müsste eigentlich noch etwas kommen am Freitag. Ich bin recht überrascht, dass das Zeug schon heute gekommen ist. So, ein paar kleine Sachen zum Aufmachen für euch Boys. Und zwar etwas mit Arceus und der Päckchen mit Professor Juniper ihres Päckchen. Ich bin sehr hyped für die, weil ich muss schon schauen. Ich mache das langsam auf, Boys, und dann können wir mal machen. So Jungs, sind keine, also ja, ich weiß der Haar ist nicht, aber ich weiß nicht, ob ihr den Trailer schon gesehen habt für Pokémon Violet und Dings, wie hat der anders? Violet, oder? Scarlet und Violet, genau, so hat es geheißen. Sieht sehr nice aus. So, was ich jetzt gesehen habe, ich bin legit überrascht gewesen, wie gut das Game ausgesehen hat. Holy shit. Nein, wirklich, Alter. Ich bin mega überrascht gewesen. So, der Open World sieht mega nice aus. Das Kämpfen ist wieder in der Overworld, das ist eine der grössten Sachen, die ich mir gewünscht habe. Und die Pokémon gehen in der Transition. Aber das Einzige, was halt blöd ist, was ich gesehen habe, ist, ich glaube, sie haben Dings immer noch weggelassen. Das, wie soll ich sagen? Du kannst sie nicht mehr fangen von draußen wie in Legends. Du musst gegen sie kämpfen und erst dann kannst du sie fangen. Was ein bisschen gay ist, aber was soll ich halt machen? So, also. Das erste, was drin ist noch Dealer. Geile Dings, um die Karten rein zu tun. Sie sind nicht für Sammlung-Sachen gemacht, so wenn du Pokémon-Karten sammelst. Penny Sleeves, das ist das Beste. Immer noch die beste Karte da, die ich die letzte Zeit bekommen habe. Eine der besten. Und was haben wir so Schönes bekommen von der Packlist? Und das ist natürlich noch ein Teil, so eine Deckbox. Wenn du competitive spielst oder so, ist das eigentlich mega gut, um die Karte rein zu tun, dass sie nicht kaputt gehen oder sonst irgendetwas. So, wir haben bekommen ein paar Boosterlis, wie immer bei diesen Packlist. Wir haben ein Brilliant Stars, nochmal ein Brilliant Stars, Fusion Strike, and Evolving Skies und ein Chilling Rains. So, ich mache es glaube ich wie immer und ich werde wahrscheinlich von neu zu alt gehen oder alt zu neu, ich weiß es halt nicht. Ich glaube, ich sollte lieber Dings geht, neu zu alt. Also fangen wir mit dem ersten an und schauen wir, ob wir ein bisschen Luck haben mit denen, weil schlussendlich, das ist halt wieder Brilliant Stars, was ja okay ist an sich, aber es ist ein Pack, wo halt älter ist. Wir haben es eigentlich schon alles gesehen. Ich bin eigentlich nicht so ein grosser Fan, um da so einzelne Karten zu zeigen hier, weil schlussendlich, ja, wir haben eigentlich gesehen, und dass das Video auch nicht unnötig lang geht. Ich meine, das ist etwas Kleines, aber bis der nächste neue Pack kommt, es gibt nicht einmal ein Announcement. In Japan ist eine rausgekommen, der letzte, den ich gezeigt habe, natürlich der, den ich halt gemacht habe. Oh, Throw ist geil, oder? Aber bezüglich Japanisch momentan nur noch Pokémon Go. Ein Entei. Okay, nice, ein wie. Immerhin. Fuck yeah, Entei. Very poggers. So, die Karte, den habe ich einfach da. 1, 2, 3. Weg mit der Energy. Und machen wir weiter. Der Kaffeemaster. Gabite. Grottle. Sark, da ist er alle. Den habe ich im Fall lieber den Sark als der Throw. Sind beide mega geil, Alter. Die sind aus Black and White. Die Kampf da. Auch Throw hier, nice. Castform und ein All Creamy. Nice, Alter. Ich finde das ist so ein geiles Kartendesign, Alter. Schade, dass es von der All Creamy kein Dings gibt. Irgendwie ein geiles Secret Rare oder Altar oder so. Es gibt nur eine Rainbow Rare, wo du droppen kannst vom Dings, wo mega nice ist. Ich finde es definitiv eine schöne Karte. Aber es wäre geil, hätte es gemacht, weil ich glaube, die Zeit für All Creamy ist glaube ich schon vorbei. Weil, ja, neue Gen, 18. November. Heute war ein Announcement. Ich bin sehr hype auf den neuen Pokémon, Alter. Es sieht wirklich geil aus, Alter. Und es sieht aus, als hätte es auch richtig so Multiplayer, 4-Player Multiplayer mit Kollegen kannst du anscheinend spielen. Also, dass du in der O-World und so dich siehst mit dem Kollegen und so Zeugs, Alter. Und, Oranguru, nice, Alter. Ich habe vergessen, das ist der Dings mit der geilen Character Rares, Alter. Gott, ich finde die so geil. Ich hasse im Englischen die geile Umrandung so fest, ist aber etwas hinterher. Nein. Weil, Gott, die Karte sieht so geil aus, Alter. Aber ich finde einfach, die geile Umrandung versaut ein bisschen, Mann, Alter. Ich bin ganz ehrlich, Alter. Ich bin einfach nicht so ein grosser Fan von der Umrandung. Aber ja.
So. Und das ist Fusion Strike. Das ist jetzt einer von den älteren, also älter, ich sage von letztes Jahr. Okay, wenn man denkt, wir sind 2 Sets das Jahr rausgekommen auf Englisch. Und wir sind schon fast halbwegs durch mit dem Jahr. Heute ist der 1. Juni, oder? Wenn man denkt, schon crazy. Impidimp, Snom, ich habe schon lange keine mehr von denen gesehen, in der neueren jetzt, muss ich ehrlich sagen. Sehr herzige Jigglypuff, ein Onyx und ein Greninja V. Nice, Alter. Solange es ein V ist, ich bin sehr, sehr happy. So. 1, 2, 3. En ich hatte schon lange nicht mehr gesehen, alle. Ein paar von den alten Designs. Diggersby, alle. Gib mir Lopunny, Bro, alle. Das ist keine geile Art von Lopunny, wie die Karte. Ist alles ein bisschen scheiße. Ich liebe Shiny Lopunny, alle. Holy shit, alle. Ich habe vor kurzem eine gefangen in Legends und goddamn, alle. Lopunnys sehen so cute aus, alle. Also die Shinies, alle. Die normale Boundaries sind hure geil, aber Lopunnys sind auch mega cute. Wow, man merkt, dass das älter ist, alle. Holy shit, alle. Das ist vom. Das da ist vom August. Das ist im August rausgekommen. Schon crazy, wenn du genau denkst. Oh nee, es war umgekehrt. Oh, ich habe gesehen, dass es nicht ist. Bro. Why you do that? Why you do that to me? Ist wirklich nicht hindern. Nein, es ist nicht. Oh, gerade der, der halt die geilste Alt-Arts hat. Bro, why you do that? Why you do that? Ich habe erst nachher enttäuscht werden, nicht jetzt, Bro. What the fuck, Alter. Oh, Bro. So, haben wir noch Chilling Reigns. Vielleicht haben wir Glück und ich pull hier nochmal einen Alt-Art Moltres, von der Nedim damals gepullt hat. Alle. Das ist die wertvollste Karte, die Alt-Art von Moltres. Holy fucking shit. Die geht für 120 € weg, das Stück. What the fuck, Alter. Kirilla natürlich, beste. Gasly, Kopfu, Hatena, Blitzel und ein Bomber Snow. Leider nicht allzu viel Spezielles bekommen in dem Set. Ein paar geile V's kann man sich nicht klagen. Aber natürlich, wie bei Marnie, falls ihr euch noch erinnern könnt, das ist sehr lang her, letzten August, gibt es hier auch ein paar geile, spezielle Karten, die nur in dem Set sind mit der Juniper. Sie ist eine von meinen absoluten Lieblings. Ich glaube, sie ist Top 2 mit der Sonja, alle. Da ganz oben, alle. Ich liebe sie, man. Also, sie ist einfach nur aus dem, wie sie schwarz und weiß ist. Einer von meinen absoluten Lieblings-Pokémon, alle. Wie immer gibt es 3 normale Professor's Research. Discard your hand and draw 7. Jesus fucking Christ, das ist ja OP. Draw 7 cards, what the fuck. Und ganz am Schluss gibt es eine sehr nice Full Art für die Juniper, alle. Holy shit. Die sieht richtig nice aus, alle. Oh, Bro, das sieht super schön aus, alle. Wie schon gesagt, da kommst halt leider kein Dings. Ich habe leider nichts anderes bekommen als so spezielles. Wie schon gesagt, die Weiss und die Character Rare sind schon mega gut. Ich bin schon mega zufrieden mit denen. Ich kann mich wirklich nicht klagen. Aber die alleine macht es schon mega wert, um das aufzumachen. Es ist so eine schöne Karte. Holy shit, Alter. Die ist mega nice. Ich liebe über alles Dings. Aufmachen die sind alles so nice. So, ich mache gerade den nächsten ready, was das da ist. Arceus Week. Karte und noch etwas anderes ist drin, was ich euch nachher zeige. So. Ich mache das schön auf und habt ihr gesehen? Einer von den Pokémon, die sie zeigen, ist so ein kleines Schwein gewesen. Und das hat den geilsten Namen gehabt. Ich bin auf der Pokémon Survey und die Leute sind durchgedreht. Es ist ein kleines Schwein und sein Name ist Lechonk. Sein fucking Name ist Lechonk, Alter. Holy shit, Bro, Alter. Good Lord, Alter. Lechonk, ey. Ey, wo ich das gesehen habe, ich bin gestorben im Trailer, Alter. Ich habe mein No fucking way heißt er Lechonk, Alter. Bro, what the fuck, man, Alter. Lechonk. Nein, wo das gekommen ist, ey. Ich habe gemeint. So, also. Wir haben hier etwas und dann haben wir noch ein Brilliant Stars, Chilling Grains. Und holy fucking shit, what? Sun and Moon? Jesus Christ, ja okay. Wo zum Fick haben sie das gefunden? Alter? Haben sie TÜV im Lager so gesucht und was? Und haben sie gesagt, ja, fucking Sun and Moon Karte, ja, tun wir das rein? Jesus fuck, wie fucking alt das hier muss, Alter? Jesus Christ, Sun and Moon, Alter.
Wow, das habe ich nicht hoch gesehen, Alter, in so einem Moon, Alter. What the hell, Alter. So, bevor ich euch natürlich die andere geile Sachen zeige, machen wir erstmal die da auf. Weil ich bin legitim geschockt, dass es hier das ist ein Sun and Moon. Sun and Moon, Bro, Sun and Moon. Das ist jetzt demnächst die 1, 2, 3. Das ist jetzt demnächst die vorletzte Gen, oder? Weißt du, 2 Generations her? Krass. Luxio, Hitmontop, Execute, Grimer, Sneasel. Gott, ich liebe so einen Sneasel, Alter, und Sneasler, die sind so gut. Und Professor's Research. Haben wir noch mal einen? Brilliant Stars, ja genau. Oh, das ist Chunk, Alter. Das ist what heavy, Alter, der Pack. What the fuck? Mehr als normalerweise, Alter. Was ist denn der Ultra Secret Rare, Alter, der 10 Kilo wiegt oder was? Das ist wirklich schwer, Alter. What the fuck, Alter, was ist los, ey? So irgendwie ist das nur ein VMAX oder so. Ja, das hat nur V-Stars, Alter. Chimchar, Balto. Oh! No way, ich kann sie auf Deutsch, auf Japanisch. Bro, die ist geil, Alter. Ich habe sie auf Japanisch gespielt, Alter. Aber das ist so eine schöne Karte. Ich kann mir denken, wieso ist sie so chunky, die Karte, Alter. Deswegen, Alter, wegen dem, Alter. Holy shit. Ich habe die zweite Karte schon auf Japanisch. Aber holy fucking shit, das ist ein Secret Rare im Fall, Alter. Oder? Es zählt als ein Secret Rare für die Charakter. Oh mein Gott, sehr geil, Alter. Das freut mich gerade ungemein schlimm, Alter. Das ist jetzt Rolla. Sie kannst eigentlich pullen in Sun and Moon als eine Full Art Card. Die würde ich gerne pullen, Alter. Aber ich weiß nicht, welches Set das ist, Alter. Und ich müsste mal schauen, wie teuer sie ist, Alter. Vielleicht kann ich sie einfach kaufen für so 20, 30 Stutz. Sage ich mit großer Hoffnung, dass es wahrscheinlich 200 kostet zum Schluss. Weißt du, was ich würde kaufen, Alter? Eine PSA-Card. Oder nicht unbedingt eine PSA, weil das ist eine Tür. Einfach eine Graded Card würde ich so gerne kaufen. Ich habe so vor kurzem die eine Gardevoir-Karte, die ich habe. Aber einfach als Graded gefunden, man, Alter. Und das ist eine richtig gute Qualität, Alter. Es war PSA 9.5 oder was immer der Grading ist. Einfach ein 9.5. Und man, die hat so geil ausgesehen, Alter. Aber der Typ verlangt so viel. Da bin ich jetzt gespannt, Alter, was da rein ist, Alter. Ich wünschte mir, da wäre etwas Gutes, aber es ist immer so, wow, Alter, das ist ein ganz anderes Stil. Ja, okay, nicht alle haben immer so ganz anders. Ich bin da so am Tun, als wäre das irgendwie vor Good Lord, wie viel, wahrscheinlich ist das vor 5 Jahren rausgekommen, Alter. Was nicht einmal so lange her ist, Alter, 5 fucking Jahre. Da schaut schon wieder ein gutes Jahr. Clefairy, Roller Skater. Die Flareon, der Flareon sieht geil aus, Alter. Holy shit, das sieht richtig, richtig geil aus. Staffel, der mega random aussieht. Oh, Pikachu, the Legend. Lilipop, Rowlet, sehr cute. Oh mein Gott, no way, in Kirilla. Boah, das ist so schöne Kirilla-Art, Alter. Oh, das sieht so super aus, Mann, Alter. Bro, und zum Schluss ein... Oh, shit, no way. Okay, es ist kein Secret, ich will es sagen, aber holy fuck, das ist eine geile Karte. Oh mein Gott, mit der Lily wieder, Alter. Ich liebe das letzte Mal Lily gepult und jetzt schon wieder eine Lily, Alter. Holy fuck, Mann, Alter. Damn, das ist geil, Alter. Das habe ich nicht hoch gesehen, Alter. Dass jetzt einfach die Karte aus dem Nichts kommt, Alter. What the fuck, Alter. Sehr geile Karte, Alter. Oh, Bro. Das ist ja allgemein, das ist verdammt gute Puls gerade, Alter. Holy shit, ey. Das habe ich nicht hoch gesehen, dass so gute Sachen kommen, ey. What the fuck, man, Alter. Holy hell. Was ist eigentlich, Alter? Noch ganz geschwind, Boys. Ich muss da schnell etwas auspacken. So. Wo ist es? Da. Also, dann haben wir hier noch. Bis da ist es mehr. Das ist die mit der Arceus-Sache drin. Eine kleine Arceus-Figur. Sehr, sehr nice. Nichts Spezielles, ganz ehrlich, aber nichtsdestotrotz sehr nice. Alter. Es gibt eine richtige Arceus-Figur, die du kaufen kannst, die von Kotobukiya, da glaube ich, nächstes Jahr oder Ende des Jahres rauskommt. Und die ist also teuer. Ich übertreibe es nicht, wenn ich sage, teuer, aber sie ist einfach so Standardfigurenpreis halt. Pokémon ist allgemein, ich sage nicht billig, aber ja, also teuer, aber. Und hier haben wir noch eine geile Arceus V, Alter. Sehr, sehr nice Karte, Alter. Das ist nice, dass du schon da mit dem bekommen, weil der einzige Weg in Japan, wie du die bekommen hättest, die V-Karte von Arceus. Das ist eine sehr, sehr geile Karte. Das ist halt Hisun, oder? Der Nediger kennt es nicht, aber in Japan hast du die Karte nur bekommen, indem du Pokémon Arceus in Japan vorbestellt hast aus Amazon.
das ist die einzige Möglichkeit, wie du diese Karte bekommen hättest in Japan. Ohne Scheiß, anders bekommst du die leider gar nicht in Japan. Und bei uns halt, da ist einfach Dings, Dings, wenn du bestellt hast, fucking, einfach Dings, das ist der Arceus Pack da gekauft hast. Und ja, fürs Erste ist das gewesen. Ich bin eigentlich mein Messerli am suchen, weil ich es eigentlich gerade da in der Hand habe. Wo immer ich das gerade angetan habe, ich habe keine fucking Ahnung. Weil ich bin blöd, behindert. Ich schwöre Gott, wo habe ich das Teil angetan? Ist es vor der Kamera? Jetzt sehe ich gerade durch die Kamera schauen. Ja, ist ja gleich. So Boys, das war es mal gewesen. Hat sehr Spaß gemacht machen. Das ist wahrscheinlich am Cut. Es ist auch sehr kurz gesehen, holy shit, 15 Minuten. Das habe ich am meisten gerne, wenn ich so innerhalb von kürzester Zeit ein Video machen kann. Wenn ihr etwas hört, ich bin gerade noch etwas am Aufmachen, weil es ist eigentlich heute nochmal etwas gekommen, wo ich sehr hyped war, weil ich das bestellen von einem. Jemand hat es angeboten in der Schweiz. Eine Karte, die ich aber eigentlich gerne habe, vom letzten Set, das ich aufgemacht habe, das letzte japanische Set. Wenn ihr euch erinnern könnt, es hat einen Charakter gehabt, wo ich gesehen habe, dass es eine Trainerkarte hat. Und ich habe halt heute, habe ich noch diese Woche, nein, letzte Woche habe ich es bestellt. Nein, das Weekend habe ich es bestellt. Irgendwann habe ich es bestellt. Und ja, wie es aussieht, ist es endlich da. Der Typ hat das ein bisschen komisch verpackt, aber ich meine, wenn es korrekt ist, sehen wir es. Ist es hardcased, ist es alles. Wir werden es einfach nur so nicht haben, mein Mund. Aber es war eine Karte, die ich aber unbedingt haben. Und zwar, ist es verkehrt herum? Es ist. Und zwar, ja, Mann, Alter, da ist sie, Alter. Sehr schöne Karte. Er hat es immerhin noch fucking, ich will sagen, Bro, wehe, aber nein, er hat es schon mit Folie nicht da, Alter. Die Karte wollte ich unbedingt haben, Alter, wo ich sie gesehen habe, Sehr hat sie geheißen, genau. Weil ich das war einer von meinen Lieblingstennis im neuen Legends. Ich meine, halt hübsch, oder? Aber ja, hat mir sehr gefallen und dann habe ich halt gefunden, ja, die muss ich halt unbedingt haben. Sehr schöne Karte. Freut mich mega schlimm, dass ich die kaufen für, wie viel habe ich sie gekauft? 25 Euro, glaube ich. Hört sich vielleicht viel an, aber ich wollte sie aus Japan direkt bestellen, weil ich in meinem Kopf will, ah ja, weißt du, der Card Market aus Japan, die Karte kannst du immer am billigsten kaufen. Und ich habe so wirklich in meinem Kopf gehabt, so 30, 40 Stutz oder so in Japan oder so Scheiß. Bro, die Karte ist in Japan weggegangen für fucking 100 Stutz, Mann, Alter. Ich hab gemeint, Bro, what the fuck ist los, Alter? Ich hab gemeint, ich spinne, Mann, Alter. Das Gute ist, die ist wirklich in einer ultra near mint condition, Alter. Ganz ehrlich, ich glaube, würde ich die graden gehen, das wäre eine lockere 10. Holy shit, Mann, Alter. Das müsste ich mal wahrscheinlich machen, ganz ehrlich. Selber mal irgendeine geile Karte schicken zum graden. Ich glaube, die Karte, die ich schicken müsste, ich glaube, die Glurak-Karte müsste ich ohne Scheiß schicken, Mann. Der Shiny Charizard, wo ich gekauft habe, aus Amerika müsste ich eigentlich nur graden lassen und schicken. Ich weiß nicht, wie gut die ist. Sieht aus wie ein 9 irgendwie, mindestens ein 9, glaube ich. Vielleicht sogar ein 10, aber ich habe mal ein paar Ratings gesehen. Alle. Die schauen, sind die Kanten gut? Ist das Centering von dieser Karte gut? Ist sie gebändet irgendwo? Hat sie irgendwo einen Fehler in der Produktion? Ist das hintere da gesendet? So fucking hell, Alter. Chillt so die fucking Eier, Mann, Alter. Aber ja, die habe ich noch bekommen. Und schauen wir nochmal für heute, was wir alles so für nice Karten bekommen haben. Oder alles bis jetzt bekommen haben. So. Jesus fuck, Alter, was ist los mit meiner Hand? Dass ihr nochmal gesehen, was wir heute alles kommen. Also, der Arceus V, garantiert. Das wäre nicht allzu speziell, ich weiß. Aber trotzdem nichtsdestotrotz eine verdammt schöne Karte. Und das ist auch überall ausverkauft, die eine Scheißbox. Ich konnte nirgendwo kaufen. Ein V, ein Green Ninja, wie schon gesagt, ich bin immer zufrieden, aber wenn ich normal. Ich habe mehr V-Pools in diesen paar Boxen, die ich aufgemacht habe, wo ich das Gefühl habe, die vorletzte Box, die ich aufgemacht habe, Alter. Holy shit, man, Alter. Die geile Character Rare, die sehr nice ist. Die geile Umrandung für Salzauber, Piece of Shit. Der geile NTV, der auch sehr nice aussieht. Der Mimikyu VMAX, wo ich zwar schon habe, aber jetzt nur auf Englisch, was auch mega nice ist. Dann der geile Solgaleo und Lunala, wo auch phänomenal aussieht. Die Tag Team Karte mit der Lily drauf. Ich liebe die. Das ist eigentlich der damalige Character Rare gewesen. Einfach damals ist es Tag Teams Pokémon mit ihrem Trainer drauf. Alle. Es hat noch ein paar richtig geile. Alle. Professor Juniper, wo einfach Schocki-Seele aussieht. Alle. Oh, schöne Karte, Bro. Oh mein Gott, ist so schön, Alter. Wenn ich sie nochmal anschaue, ich bin am Sterben, Bro. Oh. Und ja, das war es eigentlich. Nicht viel aufgemacht, sehr nice Video. Zum Schluss ist es doch noch 20 Minuten geworden, weil ich da noch euch unbedingt noch die da zeigen.
Aber das nächste Video kommt bald, weil ich habe etwas Interessantes bestellt, wo vielleicht morgen kommt. Und ich mache vielleicht sogar noch gerade ein Video darüber, weil es ist etwas, was ich bisher noch nie aufgemacht habe für euch im Fall. Weil ich habe komplett vergessen, dass sie existieren, weil normalerweise gehen die sehr schnell weg. Ich weiß nicht warum, aber die gehen sehr schnell weg. Sind gespannt auf morgen. Jungs, ich wünsche euch und man hört sich.